jemand? Suse! Jochen! Bist du allein? Wo bist du? Hier bin ich! Oh Mann, Jochen! Du weißt doch, dass du nicht ins Postzimmer kommen darfst. Nee, nicht hier, Jochen. Wie bist du in den Laden reingekommen? Ich habe die Klingel nicht gehört. Ich habe den Finger dazwischen gehalten. Oh Mann, wenn Vater dich hier sieht. Ja, dann kauf ich Briefmarken. Die musst du im Laden kaufen. Wollte ich ja. Ging aber nicht. Das Fenster hat geklemmt. Glaubt Vater sein Leben nicht. Du musst aber. Pass mal auf, du. Was machst du da? Hier, lass mich mal. Ja, pass mal auf. So, nun versuch mal. Oh Mann, Jochen! Sag mal, Suse, warum bist du gestern nicht gekommen? Hab den ganzen Abend auf dich gewartet. Ich konnte nicht. Musste sauber machen. Am Abend noch? Den Laden. Na und? Nicht bloß den Fußboden, alles. Tresen, Schränke, Regale, jede Schublade. Sogar neue Fliegenfänger muss ich aufhängen. Wieso das Ich denn? weiß nicht, Vater wollte das so. Und ich kann auf dich warten. Nee. Du, gib mir mal eine zu 12. Was? Eine Briefmarke. Ich schreibe mir wieder selbst einen Brief, den bringst du mir ins Haus und dann... Mit einem einfachen Brief geht das nicht mehr, Jochen. Vater hat das mitgekriegt. Und nun darf ich bloß noch mit einem Einschreiben ins Haus. Einschreiben? Ja. Das ist mir zu teuer. Bin momentan knapp bei Kasse, du. Ich muss wieder was bezahlen, sonst finden sie mir auch noch die letzte Kuh. Ach, Jochen, wenn Vater doch bloß Ja sagen würde. Der? Nicht freiwillig. Ich will aber keine alte Jungfer werden, so wie Tante Lina. Lina? Alt, mach wohl, aber Jungfer bestimmt nicht, du. Wo willst du das von wissen? Von meinem Vater? Soll das heißen? Jo. Hat er darum fast jeden Abend da gesessen? Nee, das war wegen hier. Ja, und warum haben sie nicht geheiratet? Ja, da hat dein Großvater damals ein P-Vorgesetzter. Genauso wie Vater heute. Ja, aber ich heirate dich trotzdem. Jochen, was hast du hier zu suchen? Ich kauf Briefmarken. Ach nee. War Telefon für mich. Nee, ich sag dir Bescheid, weißt doch. Passt bloß auf, dass Vater euch hier nicht sieht. Wo ist er? Frag lieber, wo er nicht ist. Der macht mich rein verrückt. Wo ich überall sauber machen muss, sogar und am Tresen. Alles musste ich rausräumen, jedes Glas polieren, selbst die Buddels. Du kannst auch mal was tun. Ich hab den Laden sauber gemacht. Auch die Fenster? Nee, die nicht. Na, da mal ran. Oh, danke. Und ruft mich, wenn Telefon ist. Ja, ja. Was hat sie mit dem Telefon? Sie wartet auf einen Anruf von Hubert. Der ist auf Geschäftsreise und hat ganz was Großes vor. Und wenn es geklappt hat, soll sie zu ihm kommen. Wieso? Will sie wieder weg von hier? Lieber heute als morgen. Sie macht das doch gut an der Gaststube. Das sagen alle. Sie mache aber lieber in der Stadt sein. Hier hält sie's nicht aus, sagt sie. Vater! Jo, setz dich mal hin. Oh, meine Zeit, wir sind wieder härter. Hier nicht, Vater. Was macht der hier? Guten Tag. Was er hier macht, habe ich gefragt. Ich kauf Briefmarken. Ja. Hier. Im Dienstraum. Das Betreten des Dienstraumes ist unbefugt und untersagt. Ich bin befugt. Was bist du? Oder braucht einer einen besonderen Ausweis, wenn ich den Briefmarken kaufen will? Wer Wertzeichen kaufen will, Hat ordnungsgemäß am Schalter. Schalter zu stehen, ja. Ja. Hab ich. Aber die Post hat mich am Schalter nicht ordnungsgemäß abgefertigt. Suse? Suse kann da nichts für. Wenn der Postagent seine Postagentur nicht in Ordnung hält, Was ist hier nicht in Ordnung, hä? das Schalterfenster geht nicht auf. Was? Nur das Fenster klemmt. Das kann doch nicht angehen. Das hat noch nie nicht geklemmt. Das ging immer auf. Wieso? Wieso geht das nicht? Das muss doch... Also gestern ging das noch...
Ganz leicht. Ach, und heute muss das passieren. Ausgerechnet heute. Los, lauf mal rüber zu Parke. Dafür lässt du einen Tischler kommen? Was ist los? Bleib hier, Suse. Lass mich mal. Hast mal einen Schraubenzieher? Ja. Was verstehst du denn davon, ne? Du als Bauer kann ich nicht immer gleich um Hilfe schreien. Ja. Sag mal, du klopfst mir das ganze Fenster kaputt da. Was ist denn? Das wird doch... So, was habt ihr überhaupt noch hier? Was ist denn nun mit meiner Briefmarke? Was für eine willst du? Wo? 1:2. 2 Pfennig? Ja, wenn du hast. Wozu sind denn hier keine, hä? Suse! Ja, du kannst mir aber auch 2 zu 1 Pfennig geben. In meiner Postagentur kriegt jeder einer, was er haben will. Ist doch alles da, Vater. Bist du also? Los! Du hast ja nicht auszuhalten. Na bitte, was sagst du denn nun? Was du nicht eins kannst, Jochen, also. Alles da. 2 Pfennig. Tja, Ja, 2 Pfennig, ne? Na, komm rüber, komm. Sag mal, hast du es denn nicht klein? nö, leider nicht. Also, was habe ich überhaupt noch nicht erlebt? Also, mein ganzes Wechselgeld geht ja flöten. 2 Pfennig. Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Pfennige. Ja, stimmt. Ja, und den brauche ich noch. Geschlossen. Poststunde beendet. Nee, keine Briefmarke. Aus dem Laden brauche ich noch was. Ja, was denn? Ja, was? Vanillezucker. Habt ihr denn auch die kleinen Tüten? Ja, du haben wir. Aber Pfeffer gibt es auch in kleinen Tüten. Der ist billiger. Das ist gut, du. Dann nehme ich lieber Pfeffer. Kleine Tüten gibt's ja gar nicht, die der bezahlen kann. Hertha! Hertha! Telefon für mich? Nee, aber du hast die Zapfen vom Ausschlag noch poliert. Ich habe dir das schon 3-mal gesagt. Die sind blank. Sind sie nicht? Ja, wo der Chrom ab ist. Du musst neue kaufen, wenn sie noch mehr blitzern sollen. Jo, und hier muss auch gefordert werden. Oh, das ist Suses Sache. Die Post geht mir nichts an. Ach, und sag mir Bescheid, wenn das Telefon klingelt. Augenblick mal, wo ist Tante Lina? In der Küche? Er soll herkommen, nicht? Ja. Aber Dali, nicht? Ja. Ah, hier. Adelina. Was wolltest du von mir, Heinrich? Hast du die Kammer fertig gemacht? Reingemacht? Bett frisch bezogen? Das hat Suse gemacht. Frisch Wasser in der Kanne? Seit einer Woche schon. Du sag mal, wann kommt denn dein Besuch nun endlich? Ja, in ein paar Minuten mit dem Postauto. Ja, und was ist mit der Küche? Wie? Was soll damit sein? Hast du die auch sauber gemacht? Sag mal, was geht dich meine Küche an? Ja, ich meine ja mal bloß, ich dachte, ja, das ist nämlich so, weil Herr Meier, nicht? Ja, der interessiert sich auch für die Küche. Ja, für die ganz besonders. Du, was denn für ein Herrn Meier? Also gut, aber du musst es für dich behalten. Versprichst du mir das? Niemand was sagen? Hertha nicht und Suse schon gar nicht, nicht? Sag mal, was lässt du dich da so häuslich nieder? Sieht aus, als wenn das länger dauern wird. Dafür ist nun keine Zeit. Gut, erzählst mir das eben später. Nee, Also, nein, ich will dir das ja nur verklopfen. Lauf doch nicht immer gleich weg. Also, Hertha ist gut versorgt. Hubert ist ein tüchtiger Kerl, ne? du musst das schon wissen. Ein tüchtiger Geschäftsmann ist er, jawohl, du. Der wird noch mal reich, sollst sehen. Ja, und für Suse wird das nur bei kleinen Zeit, nicht? Die soll auch einen tüchtigen Mann kriegen. Ich denke, die hat schon einen. Jochen Bast, noch geh mir doch los. Ist nichts, hat nichts. Und denn meine Suse... Augenblick mal. Als wenn ich mir das nicht gedacht hätte. Suse! Ja, Vater. Was macht ihr da? Der Fliegenfänger. Was ist damit? Ja, Jochen ist an dem Fliegenfänger hängen geblieben. Und nun mach ich ihm den Kopf sauber. Ja, der soll sich seinen Kopf selber waschen. Mach das so raus, kommst du direkt in den Hals. Tschüss, Suse. Tschüss, Jochen. Hast du die Fenster geputzt? Die sind noch sauber. Ja, für dich vielleicht, aber für mich noch lange nicht. Also die putzt du noch, nicht? Na gut. Du hatten wir gerade noch von gesprochen. Ist nix, hat nix. Ah ja, Jochen Bast.
brauche einen fürs Geschäft, für die Postagentur. Ein Mann mit Grips, nicht? Aber ein anderer kommt für meine Suse überhaupt nicht in Frage. So. Ja, hier im Dorf ist keiner so viel, ist nun mal klar, nicht? Ja, dann schick Suse doch mal weg, nicht? Ah, Hertha ist doch auch eine Stadt gewesen. Das geht nicht. Suse brauche ich doch hier. Was willst du? Ne Putzzeug holen. Ja, hol dich, nicht? Und darum habe ich mich selber mal so ein bisschen umgeguckt, nicht? Das heißt, den richtigen Tipp habe ich von Albert Knoche gekriegt. Der von der Brauerei. Albert kommt viel rum, nicht? Ja, und hat mir gleich 4 Herren vorgeschlagen. Wie? Und die habe ich mir der Reihe nach angeguckt. So. Wie? Ach, darum bist du andauernd unterwegs gewesen. Ja, 3 davon waren Nieten, aber der 4. Ist das der gleich kommt? Herr Meier. Herr Gottlieb Meier. Der hat alles, was einer haben muss. Zum ersten hat er Koch gelernt, zum zweiten Gastronomie und Buchhaltung, nicht? Ja, im Moment arbeitet er als Kellner, aber später will er Hoteldirektor werden. So, dann muss er sich aber beeilen. So jung sieht er ja auch nicht mehr aus. Ne? Seine Karriere hängt da am Nagel, wenn das hier was wird, nicht? Er kommt sozusagen erstmal auf Probe, nicht? Aber nicht in meiner Küche. Aber wenn er noch Koch gelernt hat. Nicht in meiner Küche. Das ist nicht allein deine Küche und reingucken darf er ja wohl noch mal. Nein, ich sag nur. Ja, nun mach schon weiter. Du, und mit der Sauberkeit hat er das, mein lieber Schwan, du. Wie ich da in dem Restaurant gesessen hat, immerzu hat er die kalte Mamsell und den Lehrling angespitzt, weil da ein Fleck war oder ein Glas nicht poliert. Und wenn er erst so eine Fliege gesehen hat, du, ist er weiß verrückt geworden, du. Wenn er was nicht ab kann, du, dann ist es Ungeziefer, sagt er. Hast du ihm schon mal was von Suse erzählt? Ja, also er weiß, dass ich eine Tochter habe, die noch nicht verheiratet ist und dass sie... Sag mir doch mal, warum ist hier noch nicht gefeuert? Hertha! Und auch er selber. So. Wie aus dem Ei gepellt, sag ich. Du, der stinkt nicht nach Kustal. Telefon! Hey! Hier muss doch gefeutelt werden. Ich habe Ihnen das vorhin schon gesagt. Und ich hab dir gesagt, das ist Suses Sache. Die putzt die Fenster. Ja, dann soll sie hinterherfeulen. Ist das zu spät? Das Postauto müsste eigentlich schon hier sein. Also du feuerst hier, nicht? Tu ich nicht. Hertha, also... Mein Zeit, warum ruft Hubert auch nicht an? Hast du sowas schon gehört? Hertha! Hertha! Du lass Hertha zufrieden. Die arbeitet den ganzen Tag und abends sitzt sie noch hinterm Tresen. Du sag mal, hat er denn was, dein Herr Meier? Was soll er denn haben? Braucht er doch nicht. Naja, er soll doch eines Tages mit Suse das hier alles übernehmen, ne? Ja, dann will ich mal wieder nicht. Nee, ich möchte doch gerne, dass ihr euch zusammen kennenlernt, meine 3 Dirns. So, aha. Hast den anderen beiden Dirns schon Bescheid gesagt? Wieso? Ach so, ja. Suse! Suse! Bin ja nicht fertig. Egal, herkomm, Hertha! Hertha! Was ist denn los, Vater? Warte, bis Hertha hier ist, ne? Nein, ist nicht! Warum rufst du mich dann? Wir kriegen Besuch. Ach, darum die Plackerei. Wir kriegen Besuch von Herrn Meier. Was für ein Meier. Herrn Gottlieb Meier. Herr Meier bleibt 4 Wochen bei uns. Wer ist das denn? Ein Fachmann, ein Gastronom. Und Nicht? was will der hier? Sich umgucken, was lernen, nicht? Was? Bei uns? Ja, wie das so auf dem Lande zugeht, nicht? Ja, und wir können auch von ihm, er ist nämlich auch Koch. Aber nicht in meiner Küche. Und mir einen Gefallen und geht freundlich mit ihm um. Zeigt ihm alles, was er hier sehen will. Wo soll er denn schlafen? In der Kammer oben, ja. Neben meiner? Ja, und du hältst sie auch in Ordnung. Kann er das nicht selber? Suse, er ist doch unser Gast. Für mich! Hallo Hubert, endlich! Ich hab schon so gewartet. Wo bist du denn, was? Wie? Wer ist da? Ist nicht Hubert. Ach, wer denn? Nein, hier ist höflich. Hertha. Ach, Moment mal, bitte. Vater, kannst du mal eben kommen? Heinrich Vorschütz, ja, was gibt's? Ja, Landgasthof Grüner Krug, das bin ich auch, ja.
Oh, wie viele Personen? 21. Ja, und wann? 17. Ja, was ist das für ein Tag? Dienstag. Dienstag nicht, das geht nicht, da kochen wir nicht. Wir kochen nur sonntags. Ja, wochentags ist unser Personal 21, sagten Sie? Aha, Gottlieb Meier. Ja, Dienstag geht's doch. Ja, was wollen Sie denn essen? Schweinebraten mit Rotkohl und Kartoffeln, nicht? Was? Suppe? Vorher Suppe? Suppe, nein. Ja, wenn Sie durchaus wollen, Suppe, ja. Was, Nachtisch auch noch? Na, Pfirsiche können Sie kriegen, ganz frisch, eigene Ernte. Eingemacht. Ja, ganz frisch eingemacht, ja. Was wollen Sie denn wohl ausgeben? 3? Nee, das geht nicht, das können wir nicht machen mit Suppe, Nachtisch und Dienstag. Nee, also 3,25 müssen Sie schon zahlen. Ja, und die Getränke extra, nicht? Ja? Ja, gut, abgemacht, ja. Wer ist denn da? Ja, wer ist denn da? Mit wem habe ich denn das Vergnügen? Ja? Ja, Punkt 12. Geht in Ordnung, ja. Kegelclub Neuholz. Sag mal, Heinrich, bist du noch Gast bei Trost? 3,25 und die Getränke extra. Am Dienstag. Wir haben bloß 19 Suppenteller. Und überhaupt, was denn für eine Suppe? Ja, wo sollen wir denn die 21 hinsetzen? Nebenan haben wir nur knapp Platz für 12. Macht zusammen 68,25 plus das Essen. Naja, und dann noch die Getränke, no? So ein Kegelclub, sagen wir mal, so 5 Glas Bier für jeden ist das Mindeste, ne? Naja, und dann noch der Köln. Oh. Ja, wo die sitzen sollen. 15 in der Gaststube und der Rest hier. Was im Postzimmer? Haben wir doch schon mal gemacht. Letztes Jahr war Heinrich Lose seine Hochzeit. Das war doch an Sonntag. Und überhaupt, Schweinebraten für 21 Personen. Da brauchst du mindestens 8 Pfund Fleisch. Weißt du überhaupt, was das Fleisch im Moment beim Schlachter kostet? Was brauchen wir Fleisch vom Schlachter, wenn nicht unser eigenes? Was? Du willst schlachten? Na, die alte Sau, die stecken wir nur schon ab, ne? Der 17. ist ein Dienstag. Wir schlachten Sonnabend. Sonnabends kommt der Schlachter nicht mehr. Wozu brauchen wir wohl einen Schlachter hier, ne? Also ich helfe dir nicht. Für sowas habe ich nicht die Nerven. Ich habe auch noch genug zu tun. Oh, aber ich kann Jochen ja mal fragen, ob er dir helfen kann. Hab ich was davon gesagt, dass mir einer helfen soll, hä? Wie? Du willst ganz alleine schlachten. Also mich willst du ja wohl nicht fragen. Ne? Gut, du kannst Jochen ja mal fragen, ob er mir beim Schlachten so ein bisschen zur Hand geht. Aber ich bezahle ihm das, du. Von ihm will ich nichts geschenkt haben. Und du, meine liebe Lina, wenn du am 17. nicht kochen willst, musst du das sein lassen. Macht alles Gottlieb Meier. Hertha, du kommst mir raus fürs Gepäck. Oh, und wenn Hubert anruft? Weil ich bin ja hier. Suse, zieh dich um. Warum? Na, guck dich doch mal an. Ich bin mit dem Fenster noch nicht fertig. Ah, das Postauto. Endlich. Also, Hertha, du drömmel da nicht rum. Du musst ja nicht alles allein machen. Ne? Du rufst mich, ne? Suse, Ja? kommst mal eben? Hat das nur einen Augenblick Zeit? Nee, hat das nicht. Was ist denn los, Tante Lina? Komm her. Pass auf, was ich hier... Moment. Was ich dir jetzt erzähle, das muss unter uns bleiben. Kannst du mir das versprechen? Ja, klar, doch kann sich auch verlassen, Tante Lina. Wo geht es denn um? Also um diesen Herrn Meier, der gleich kommt, nicht? Also, dass dein Vater ihn hergestellt hat, das hat einen ganz besonderen Grund. Ja, deine Küche, stimmt's? Nee, du sollst ihn heiraten. Ich? Ja, Du spinnst, Tante Lina. dein Vater hat ihn für dich ausgesucht. Aber wie kommt Vater dazu, mir einfach so einen Kerl auszusuchen? Na, ich hab doch Jochen. Er will einen für den Laden haben und später mal für die Post. Post! Ich leg doch nicht bloß für die Post hier. Jochen ist nix und hat nix, hat dein Vater Ja, aber da gesagt. kann er doch nichts für. Jochen ist bestimmt nicht der einzige Bauer in diesen Zeiten, der Schulden hat. Ja, was soll er denn machen, wenn die Leute kein Geld haben und niemand was kaufen kann? Jochen arbeitet schon für 3. Und verhungern tun wir bestimmt nicht. Wir können alle beide ganz gut anpacken. Catalina, ich will Jochen heiraten und keinen anderen. Ja, du reg dich doch nicht so auf. Erstmal muss dieser Meier wieder weg. Du, aber kein Wort zu deinem Vater. Hast du verstanden? Bestimmt nicht, Catalina. Komm mal wieder an der Arbeit. Oh, du, warte. Mir ist ja doch gerade was eingefallen. Hier, diese
dieser Herr Meier, nicht? Der soll ganz gewaltig Etepetete sein. Hat dein Vater erzählt. Und der kommt ja schon. Hau ab, wenn ihr kriegt. Du, ich bin gleich bei dir. Und dann hätten wir zusammen einen Schlachtplan aus. Das ist gut, Annalena. Bitte schön, bitte, Herr Meier. Bitte einzutreten, Herr Meier. Oh, ist der schwer. Darf ich bekannt machen, meine Schwester Lina? Herr Meier. Mit Y. Guten Tag, Frau. Guten Tag. Was gibt's denn da zu lachen? Gnädige Frau, hat noch keiner zu Tannelina gesagt. Wo willst du das denn von wissen, du Küken? Ich bin in meiner Küche. Ja, oh bitte, nehmen Sie doch Platz, Herr Meier. Ich muss Ihnen die Post fertig machen, nicht? Schön. Ja. Wissen Sie, ist eine Geldsendung dabei. Ja, das ist immer dringend. Geld muss ich selber ausbezahlen. Da darf kein anderer ran. Oh, hierauf warten Sie gern. Ja, eine Rechnung. Woran erkennt man denn das? Alles Erfahrung, Herr Meier. Alles Erfahrung, nicht? Ist dies hier also das Postamt? Kein Amt. Agentur. Postagentur 1. Ja, früher waren wir 2 bei meinem Vater und da wurde das hier nebenan im Laden gemacht. Aber seit 14 Jahren sind wir Postagentur 1 mit extra Dienst drauf, nicht? Ach, lang wir den Postamt über, Herr Meier. Ja, was willst du nun kommen? Ja. Was ist das? Gottes Paket für Herbert Koschmin. Na Gott, das kann er heute Abend mitnehmen, wenn er zum Stammtisch kommt. Ja, Pakete holen die Leute lieber selber ab. Ja, das sparen sie die Zustellgebühren, nicht? Ja, so nun muss ich aber auf Tour. Hertha kann Ihnen ja inzwischen alles zeigen, damit Sie sich eines Tages bestens hier auskennen. Nicht? Aber ja. So, Hertha, bist mal so nett. Ich muss eben die Kassette weg. Nicht? Muss ja alles seine Richtigkeit haben. So, vielen Dank, Herr. Vielen Dank, ja. Dann bis später, Herr Meier. Bis später, nicht? Sie sind nicht Fräulein Suse? Nee. Ach, stimmt ja. Vater hat uns ja gar nicht bekannt gemacht. Jupp, wenn die Post kommt, vergisst er alles andere. Ich bin Hertha. Hertha Höfling. Meier, Gottlieb Meier mit Y. Bitte? Okay. Ja. Ich bin nur vorübergehend hier, solange Hubert, das ist mein Mann, solange Hubert auf Geschäftsreise ist. Ja, und wenn er das Geschäft gemacht hat, dann geht's erstmal in die Ferien. Ganz weit weg. Vielleicht sogar ins Ausland. Ach, was macht er denn beruflich, Ihr Gatte? Hubert verkauft Maschinen. Ach. Ja, das ist eine ganz große Erfindung. An sowas kommt man nur einmal im Leben ran. Um ein Haar hätte ein Henry Ford aus Amerika uns die weggeschnappt. Aber Hubert hat den Erfinder rumgekriegt, weil der brauchte das Geld gleich. Darf man fragen, was das für eine Maschine ist? Ja, die Maschine ist ein Motor. Aber ohne Benzin, ohne Strom, ohne alles. Der läuft ganz von allein. Den brauchen Sie nur einen Schubs geben und dann läuft er und läuft und läuft und Ich glaube, da läuft ruft sie und jemand. läuft und... Tannelina, was ist? Gleich. Wissen Sie, was das Allerschönste an dieser... Da muss ich wohl... Wie bedauerlich. Das Telefon klingelt. Rufen Sie mich dann bitte. Aber natürlich. Das ist netter Meier, danke.
gern? Mein Name ist Meier mit Y. Oh, du hast Besseres. Was machen Sie hier? Ich warte Ja, das sehe ich. Auf wen? auf Herrn Vorschütz. Ist er nicht hier? Nein, nein, er trägt gerade die Post auf. Das ist gut. Der hier ist all weg, wa? Na, den wird wie mal. Sie arbeiten wohl hier Stimmt. im Laden? Überall. Gibt es im Haus noch mehr Personal außer Ihnen? Personal? Nee. Aha, sind Sie hier also sozusagen das Mädchen für alles? Sozusagen. Bloß in der Küche. Da ist Tante Lina. Ja, die ist mir bereits vorgestellt. Naja, könnten Sie mir ja mal mein Zimmer zeigen, Zimmer? wo ich schlafen soll. Zimmer haben wir nicht. Herr Vorschütz hat mir ausdrücklich ein Zimmer zugesagt. Am Ende meint er die Kammer, wa? Oben unterm Dach. Ja, die können Sie haben. Ja, nun weiß ich auch, warum er so ein Theater gemacht hat, wegen der Falle. Wie bitte? Ja, die Maus, die habe ich ganz vergessen. Ich verstehe nicht. Sagten Sie ihm etwas von einer Maus? Letzte Woche, als ich in die Kammer reinkam, nicht, da sehe ich. Nee, warte, das war ja schon die Woche davor. Also, da war jedenfalls eine Maus in der Falle, ne? Sehen Sie? So wie diese hier. Ja, ich wollte sie eigentlich gleich rausnehmen, aber dann habe ich das vergessen. In der Falle. Seit 2 Wochen. Oh, so doll stinkt die Maus nicht. Ist ja mal eine ganz lüde, ne? Lieber Himmel, Ungeziefer im Haus. Wieso denn Ungeziefer? Die Spinnen brauchen wir, damit sie die Fliegen fangen. Und die dicken Brummer, die so violett schillern, wissen Sie. Aber das ist doch kein Ungeziefer. Und die Wespen kommen bloß sonntags, wenn's Kuchen gibt. Ja, und dann haben wir noch diese Schwappendinger, die immer unterm Herd rumflitzen. Aber die tun nix, nee. Schaben. Schaben. Wollen Sie damit sagen, dass Sie Schaben in der Küche haben? Hey, Schaben haben wir nicht. Bloß Kakerlaken. Und die flitzen immer gleich weg, wenn jemand kommt. Sind lange nicht so frech wie die Ratten. Ratten! Im Bierkeller. Wenn beim Anzapfen was überläuft, ne? Dann schlappern die das alles auf. Was tun die? Sie haben ganz kleine rote Zungen. Haben Sie die schon mal gesehen? Richtig niedlich. Das ist ja fürchterlich. Ja, was haben Sie? Geht's Ihnen nicht gut? Soll ich Ihnen ein Glas Wasser aus der Küche holen? Ja. Ja. Nein! Nein, danke. Ja, was ist? Sie gucken ja ganz gediegen. Also, ich glaube, Sie brauchen Köln. Augenblick. Für Köln ist Hertha zuständig. Hertha! Hertha! Telefon? Nee. Suse, wie siehst du denn aus? Suse? Oh. Aufmachen! Mach mal die Tür auf, Suselina! Herr, was ist denn nun? Ach nee, muss ich nun wieder alles selber machen. Ach, was für Bürokratie. Ach, mein Leben ist voll Arbeit. Hier, das sind 4. 1, 2, 3, 4. Ja, 2 fehlen ja nur noch, ne? Wo ist Hertha? Weiß nicht. Ja, die soll die Tischdecken herbringen, nicht? Und der Postkram ist ja auch nun mal endlich weg.
Was machst du eigentlich hier? Siehst ja, ich lese Zeitung. Nu? Sag mal, was fällt dir ein? Gib mir die Zeitung wieder her. Kannst du noch nicht Zeitung lesen? Warum nicht? Arbeitest du so in der Küche, in deinem Sonntagsstaat? In der Küche? Nee. Was heißt hier nee? Ich hab mich schon umgezogen. Für die Gäste. Aber die Gäste, wann willst du kochen? Gar nicht. Die kommen in einer halben Stunde, die Gäste. Bis dahin ist er wohl fertig. Wer ist fertig? Deiner Meier mit einem Y. Du hast ihn doch in die Küche geschickt. Lina, er soll zugucken, wie du das machst. Und Suse soll helfen. Ich hab dir schon mal gesagt, solange ich in der Küche bin, kommt der Meier da nicht rein. Du kannst doch nicht einfach... Oh doch, ich kann. Oh nee, Essen für 21 Personen. Und er kennt sich nicht aus mit dem Herd. Der Braten, die Soße, der Rotkohl vor allen Dingen. Lina, tu mir das nicht an. Ich tut hier gar nichts an, Heinrich. Du hast doch nun einen Fachmann. Oder ist er gar kein Koch? Er hat Koch gelernt, ja. Siehst du? Denn hast du dir ja auch von ihm seine Zeugnisse zeigen lassen? Zeugnisse? Was für Zeugnisse? Ja, wenn er gelernt hat, muss er doch Zeugnisse haben. Er hat mir erzählt... Ja, wenn er dir das erzählt, dann ist doch alles in Butter. Du meinst doch wohl nicht... Ich mein überhaupt nichts. Zeit, wenn er das Essen... Das wäre doch nicht auszudenken. Der hast du schuld, du. Sicher. Einer muss ja die Schuld haben. Du hast Schuld. Herr! Tag, Lena. Suse nicht hier? Nee, komm rein und mach die Tür zu. Was gibt's denn? Mir ist was eingefallen. Na, Also, Heinrich, ne, der hat bloß was gegen dich, weil du kein Geld hast. auf den Gedanken bin ich auch schon gekommen, nicht wahr? Und wenn du Geld hättest, dann könntest du auch heiraten, Suse und du. Ich hab aber nichts und krieg auch nichts. Wenn ich zu Geld kommen will, dann muss ich was klauen. Oder leihen. Wer würde mir schon was leihen? Und Heinrich, der müsste das mit seinen eigenen Augen sehen. Dein Geld. Mein Geld? Und das macht die Post. Was? Dass Heinrich dein Geld sieht. Das verstehe ich nicht. Doch. Pass auf, wenn dir einer Geld schickt, wie kriegst du das denn? Per Postanweisung, nehme ich an. Richtig. Und wer zahlt dir das aus? Na, Heinrich. Auch richtig. Und wenn Heinrich dir nur, sagen wir mal, so jeden zweiten Tag Geld auszahlen muss, was denn? Lina, was tüdelst du dir da zusammen? Wenn, habe ich gesagt. Dann denkt er, das stimmt was nicht. Oder er glaubt. Ja, und da kommt das auf an. Auf was? Glauben muss er das. Das ist alles. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5, Vers 4, mein Konfirmationsspruch. Ja. Bist die Ing, du. Du, und wer leiht mir das Geld? Ich. 1000 Mark. Blank wohl. Hast du denn so viel? Liegt in der Tasche. Aber ich besorg mir das gleich. Ja. Du, aber niemand was von sagen. Nee. Gut. Auch Suse nicht. £1000 per Postanweisung. Und von wo schicke ich das? Mit dem Rad zu einer anderen Postagentur. Oder noch besser in die Stadt, da kennt mich keiner. Das ist ja gut. Eine Unverschämtheit. Das lasse ich mir nicht bieten. Eine Frechheit. Zeugnis. Fragt mich nach meinem Zeugnis. Als ob ich da ständig mit mir rumschleppe. Vielleicht will er als nächstes noch meinen Taufschein sehen. Oder mein Impfattest. Haben Sie Ihren Impfschein bei sich? Nee. Ihr letztes Schulzeugnis? Auch nicht. Warum nicht? Weil, was soll denn der Blödsinn? Sehr richtig. Wenigstens ein Mann im Haus, der... Was haben Sie überhaupt hier in der Post zu suchen? Unbefugten ist der Zutritt verboten. Ich bin... Sagen Sie jetzt nur nicht. Doch. Ach, soeben eingetroffen? Ja. Na, dann weiß ich Bescheid. Herzlich willkommen. Gestatten Meier, Gottlieb Meier mit Y. Setzen Sie sich doch, setzen Sie sich doch. Weiß Frau Hertha schon, dass Sie da sind? Hertha? Nee. Verstehe. Das soll eine Überraschung sein. Fabelhafte Idee. Sie glauben nicht, wie oft sie zum Telefon gerannt ist. Hubert. Ich freue mich, dass wir uns gleich kennenlernen. So. Und darum sollen Sie, als mein zukünftiger Schwippschwager, auch als Erster erfahren, was sich hier alles ändern wird. Ändern muss. Ich betone, muss. Schwippschwager? Nach den Maßstäben der Methode Schöps ist dieser Laden, dieser Betrieb hier total verlottert. Das Restaurant von vorgestern, die Küche, ein Albtraum. Stellen Sie sich vor, da wird immer noch mit Wasser gekocht. Was denn sonst? Na, mit Dampf, mein Lieber.
Das geht? Die moderne Küche arbeitet mit Dampf. Das spart Brennstoff, schont das Kochgut und geht schnell. Dieser Raum hier muss selbstverständlich umfunktioniert werden in ein Gästezimmer. Ich denke da an einen offenen Kamin mit flackerndem Feuer, das ist romantisch und appetitanregend. Vielleicht auch noch ein Jagdzimmer, Geweihe, Gewehre, ausgestopfte U's, etc. etc. Ja, und die Post. Kommt in den Laden. Na, davon will Heinrich bestimmt nichts wissen. Darum brauche ich Ihre Hilfe. Sie sind unabhängig, ein erfolgreicher Geschäftsmann. Auf Sie wird er hören. So, meinen Sie? Ach, hier sind Sie. Wie Sie sehen. Was ist denn los? Ich suche Sie überall. Wollen Sie denn nicht weiter kochen? Wie kann ich kochen ohne Zeugnis? Ach, hören Sie doch mit den blöden Zeugnissen, war doch nur ein Spaß. Ich habe sämtliche Prüfungen mit Auszeichnung bestanden. Mit sowas spaßt man nicht. Sie haben meine Ehre verletzt. Gott, Knepp und Pan gucken! Was hat der hier zu suchen? Hm? Seine Frau natürlich. Was? Wen? Du lieber Himmel, jetzt erkennt er seinen Schwiegersohn nicht mehr. Geht es Ihnen nicht gut? Sind Sie krank? Brauchen Sie einen Arzt? Um Gottes Willen. Ihr Schwiegervater sieht ja völlig verstört aus. Finden Sie nicht auch, Frau Hertha? Frau Hertha, komm! Was du hier zu suchen hast, will ich wissen. Ich warte auf Suse. Mach, dass du rauskommst. Raus mit mir, raus! Das wechseln Sie. Haben Sie Stiche im Kopf? Poch, das sehen Sie rote Schleier. Sitzen bleiben. Ja, nun tun Sie doch was. Stehen Sie nicht so rum. Holen Sie ein Glas Wasser. Wasser. Lassen Sie mich los! Ganz ruhig sitzen bleiben. Sie brauchen jetzt vor allen Dingen Ruhe. Telefon? Ihr Vater, bitte helfen Sie mir. Halten Sie ihn fest. Was hast du, Vater? Ich aber ihr sollt mich loslassen! Festhalten. Loslassen! Er hat was mit dem Kopf. Oh Gott! Er sieht rote Schleier. Nichts sehe ich! Du meine Güte, das habe ich befürchtet. Jetzt sieht er überhaupt nichts mehr. Vater! Vater! Mein Zeit, was sollen wir jetzt bloß machen? Tante Lina! Tante Lina! Ja, wir sollten ihn hinlegen. Ja, ins Bett! Nach! Ihr sollt mich loslassen, damit ihr mal! Ruhig, Vater! Ganz ruhig! Wir helfen dir ja! Was ist denn? Mein Vater ist krank! Was hat er denn? Bitte, bitte tragen Sie es mit Fassung. Ihr Herr Bruder ist gänzlich erblindet. Den Kram, Herr Blinde! Ihr sollt mich loslassen! Lina, nun tu doch mal was! Ja, was denn? Er muss ins Bett, Tante Lina. Ja, ins Bett. Pass mal mit an. Keine Rinde. Nee, komm. Kommen Sie, trinken Sie erst Was mal. ist das? Wasser. Oh, wozu weit kommt das noch? Wasser. Der Rotkohl, Herr Meier! Was ist damit? Jochen, was machst du hier? Jochen, wieso denn Jochen? Ich denke, er heißt Hubert. Ich will wissen, was mit dem Rotkohl ist. Ja, der riecht doch gediegen. Hubert? Nein, der Rotkohl, Herr Meier. Absetzen, absetzen, sofort von mir drunter. Sofort. Was denn? Sie sind nicht Hubert? Nö, ich bin Jochen. Ja, was wollen Sie hier? Ich warte. Mach, dass du rauskommst! Auf ein Bier. Bier gibt es nicht. Wir haben geschlossene Gesellschaft. Bedauere, mein Herr, leider geschlossen. Die Tür ist aber offen. Hast du das Schild nicht gesehen? Was denn für ein Schild? Ja. Ist da nicht. Herr Vorschutz, Sie hätten ein Schild mit der Aufschrift geschlossene Gesellschaft an der Tür hängen haben müssen. Schild oder kein Schild, Bier gibt es trotzdem nicht. Bei geöffneter Betriebsstätte besteht laut Gewerbeverordnung Schankverpflichtung. Kenn ich auswendig. Eine Überschreitung dieser Verordnung wird mit einer Geldbuße nicht unter Reichsmark 30 geahndet. Wollen Sie 30 Mark bezahlen? Nee. Also ein Bier für den Herrn, kommen Sie. Sie nicht, Herr Meier, das macht alles härter. Sie müssen in die Küche gehen, die Gäste kommen gleich. Wie bitte? Ich muss? Ich bitte Sie inständig in die Küche zu gehen, Herr Meier. Das hört sich schon anders an. Ach, geht es Ihnen jetzt besser? Besser? Das freut mich. Was willst du hier noch? Ich warte auf mein Bier. Die Gaststube ist da. Ab mit dir. Ich kann ruhig. So, wo ist Heinrich? In der Küche. Hast du das Geld schon, Lina? Nee, noch nicht, aber gleich. Ich bin krank, du. Der Kerl, der spinnt doch. Wenn du das einsiehst, sind wir schon ein Stück weiter. Ich werd doch verrückt, wenn der Tisch nicht endlich gedeckt wird. Mach ich gleich. Oh, das ist aber nett von dir. Erst will ich 1000 Mark von dir haben. Was willst du? Telefon? Nee, Na, du bist wieder auf dem Dampf, Vater. los, schenk ihm Bier ein. Wem? Na Jochen, und warum hast du die geschlossene Gesellschaft nicht aufgehangen? Warum? Die Gesellschaft ist doch noch nicht da. Los, ab mit in die Gaststube. Nochmal. Was? Was willst du? 1000 Mark von meinem Geld, was du für mich aufbewahrst. Für was brauchst du denn 1000 Mark? Das geht dich gar nicht an. Na, du hast doch alles. Das ist ja nicht wahr. Ein Teppich habe ich zum Beispiel nicht. Du willst den Teppich kaufen? Für 1000 Mark?
Also ein Ding kostet höchstens 40. Ja, ganz billig. Sag nicht, du willst dir einen Perser kaufen. Ich will mir überhaupt keinen kaufen. Aber du hast gesagt, ich hab alles und Teppich habe ich nicht. Und Motorrad habe ich nicht. Nee, Motorrad hast du nicht. Motorrad? Mit Beiwagen. Mit Beiwagen? Sag mal, hast du sie nicht mehr alle? So, hier, los, mach mal auf. Nee, ich lasse nicht zu, dass meine Schwester auf ihre alten Tage mit Motorrad durch die Gegend kajolt. Also das mit den alten Tagen will ich nicht gehört haben. So, los, mach auf. Dein Geld liegt auf der Sparkasse. Doch nicht alles. Doch, Dann gib mir was von deinem. so viel habe ich nicht im Haus. Pump dir was aus der Postkasse. Lina, das ist doch gegen die Dienstanweisung. Tust du anders ja auch. Ja, bloß im Notfall, nicht? Ja, dies hier ist ein Notfall. Ich will ja nicht jeden Tag 1000 Mark von dir haben. Leg mir wieder hin. Also gut, nächste Woche fahre ich in die Stadt, dann hole ich dir das Geld von der Sparkasse, wenn du bis dahin zur Vernunft gekommen bist. Motorrad mit Beiwagen. Ich will das Geld nur haben. Komm. Was ist denn nun schon wieder? Ich streike. Was tun Sie? Ich streike wegen Beeinträchtigung meiner Arbeitsgrundlage. Sag mal, Lina, verstehst du das? Sie haben mir verschwiegen, dass Fräulein Suse bereits verlobt ist. Suse verlobt? Wer sagt das? Suse selbst. Quatsch. Soeben beim Umtopfen des Rotkohls. Ist er angebrannt, Herr Meier? Noch nicht. Sie müssen aber bitte am Topf bleiben, Herr Meier. Unter diesen Umständen Sag mal, sehe mit ich wem mich soll ich leider das außerstande, machen? meine Arbeit zufriedenstellend Kannst du dir das vorstellen? Laut Methode Schöpf ist die dekonzentrierte Phase Herr May. ursächlich verantwortlich für... Bitte, mit wem soll Suse denn verlobt sein? Mit einem gewissen Herrn Bass. Ach, dass Sie nicht lachen. Das ist nicht zum Lachen, Herr Vorschütz, das ist tragisch. Meine schönsten Hoffnungen sind dahin. Den Kram, nichts ist dahin. Suse ist nicht verlobt, schon gar nicht mit Jochen Bast. Na, der ist doch der Letzte, der sie kriegt. Dieser Jochen Bast! Ist Fräulein Suse davon unterrichtet? Ich habe ihr das schon 100-mal gesagt. Ist was? Trink dein Bier aus und verkrübel dich! Ich hab gedacht, du hättest mich gerufen. Nee! Moment. Sie sind Jochen Bast? Was denn? Sehr gut. Kann ich ihn ja gleich persönlich fragen. Bitte. Sind Sie mit Fräulein Suse verlobt? Bin ich, ja. Oder wollen wir sagen, so gut wie. Aha! Das lügt ihr, der Kerl! Ich frage Sie weiter. Sind Sie willens und bereit, Fräulein Suse den Himmel auf Erden zu schenken? Ja, den kriegt sie. Ja, die Hörde in Kuhstall kriegt sie weiter nichts. Und nicht mal das. Der hat ja gar keine Kühe mehr. Oh, das ist doch. Ach, wie lange noch? Wann wird sie denn abgeholt? Deine letzte Kuh, hä? Und ein Pferd habe ich auch. Dann Ulm Wallach, der reif ist für einen Abdecker, nicht? Und Ziegen habe ich und Schafe und Schweine. Ja, und 5 Hühner, am Ende sogar 6. Ja, und Lohn kriegt er auch noch. Die paar Pfennige, die er als Knecht verdient hat. Knecht? Ich bin kein Knecht. Ich helfe bei Hümmler aus, aber bloß so lange, bis ich die Schulden los bin. Schulden, ja. Schulden hast du mehr als Haare auf dem Kopf. Wart du mal ab. Ich hab noch Geld zu kriegen. Du? Ja, einen ganzen Berg. Das glaube ich erst, wenn ich das gesehen habe! Zufrieden, Herr Meier? Voll und ganz. Die ökonomische Grundlage für eine Ehe ist bei Herrn Jochen Bass nicht gegeben. Ich werde meine Bemühungen um Fräulein Suse fortsetzen. Gut. Und nun kehren Sie zum Rotkohl zurück, Herr Meier. Passen Sie auf, dass er nicht anbrennt. Lena, ich kann nicht mehr. Du tust doch immer so, als wenn du alles weißt. Ob Jochen wirklich so arm ist? Ach, der hat nichts, das weiß ich. Viele Leute tun bloß so. Warum sollten Sie wohl? Ja, wenn
einer was hat, der muss immer Angst haben, dass die Frauen das bloß auf sein Geld abgesehen haben. Dünnkram. Bloß, wenn die Frau glaubt, er ist arm und sie heiratet ihn trotzdem. Denn so kann er sicher sein, dass sie ihn gern hat. Glauben. Wenn ich das genau weiß, brauche ich keinen Glauben. Oh, Heinrich, das kannst du so nicht sagen, du. Guck mal, dein Essen zum Beispiel. Ja, was ist damit? Du glaubst, dass sie kommen. Deine 21 Personen. Ja, doch. Du glaubst, dass sie kommen. Wissen tust du es nicht. Ja, aber Sie haben doch hier angerufen. Na, du warst doch dabei, nicht? Wer hat angerufen? Na, der Kegelclub. Ein Kegelclub kann ich anrufen. Ja, der Vorsitzende meine ich natürlich. Mhm. Wie heißt der? Der heißt... Also ich weiß bloß, dass der Kegelclub Neunholz heißt. Ja, und den kennst du. Nee, der kommt aus der Stadt. Und diesen Kegelclub, den gibt es wirklich? Ah, doch. Hast du schon mal im Vereinsregister nachgeguckt? Sag mal, wo willst du eigentlich drauf raus? Heinrich, du hast die alte Sau geschlachtet. Hab ich, ja. Ja, nicht? Kochst Schweinebraten für 21 Personen. Rotkohl, Kartoffeln, Suppe und zum Nachtisch noch frische Pfirsiche. Eingemachte. Na, eingemacht. Und das alles bloß, weil du glaubst, dass alles seine Richtigkeit hat. Ich bin aber ganz sicher, dass Sie kommen. Nee, das bist du nicht. Du glaubst das bloß. Ja, warum haben Sie denn hier angerufen, hä? Menschenskind, das gibt Leute, die machen sich dann Spaß draus. Was? Ja, voll. Die rufen irgendwo an, nicht? Bestellen Essen für so und so viele Personen. Nicht? Und nachher dann lassen sie den Wert auf dem ganzen Menü sitzen. Sag mal, das nennst du Spaß? Heinrich, hast du schon mal davon gehört, dass Schadenfreude die reinste Freude ist? Oh nee, das wäre ja du. Nicht? Hertha, das ist ja was. Da wäre ein dicken Hund, ne? Das sag ich dir, du. Hertha! Hertha! Telefon? Nee, mach die Tür zu. Jochen hat sein Bier noch nicht aus. Tür zu. Was ist denn, Vater? Du hast doch den Hörer abgenommen, als der Kegelclub angerufen hat, nicht? Ich? Ach ja. Ja. Und wie hat er geheißen, mit dem du da telefoniert hast? Wie der geheißen Ja, hat? denk mal nach. Ja, tu ich ja. Ne? Ach, da kann ich mich nicht dran erinnern. Wie nochmal? Er muss doch seinen Namen gesagt haben. Ja, mach wohl. Was hast du aber gemacht wohl? ich hab doch gedacht, das wäre Hubert. Hubert. Hast du denn nichts anderes in deinem Kopf als einen Huder? Wenn dir das nicht passt, dass ich an meinen Mann denke, dann geh ich. Denn sieh zu, wie du hier alleine zurechtkommst. Ach, War ja nicht so gemein. das muss ich nicht jeden Abend hinterm Tresen stehen, mir das Gedröhn von den Duhnmannsleuten anhören. Da kann ich ins Kino gehen und zum Tanzen und Schaufenster gucken und überhaupt. Ist ja wie Mutter, die wieder. Und überhaupt, ja. Die Kartoffeln sind gleich gar, Vater. Vater, Was? ich sag, die Kartoffeln sind gleich gar. Da können wir nur die Schweine mitfüttern. Wieso? Annalena hat mich mit ihrem Gesappel ganz ramdösig gemacht. Sie kommen! Sie kommen! Und damit basta! Die Wort in Gottes Ohr, Heinrich. Wo ist Herr Meier? Er ist schon nach oben gegangen und zieht sich um. Er ist gleich soweit. Und was ist mit seinem Rotkohl? Ja, der ist auch soweit. Ja, und hier sind immer noch nicht die Decken auf dem Tisch. Hertha, wo sind die Decken? Auf der Truhe. Ja, was ist? Los, los! Immer ich. Ja, ein Stuhl fehlt ja nun noch, ne? Der aus dem Laden. Das ist eine gute Idee. Nehmen wir den, ja. Lena, hast du das Geld schon? Nee, noch nicht. Hau ab. Mensch, du, das gefällt mir nicht. Was? Dass Suse alleine in der Küche ist mit diesem Meier. Nun nicht mehr. Nun geh mal nicht. So. Jetzt lest mal ihm auf. Nee, Wieso, nee? ich sitze hier gut. Ja, aber die Gäste, die kommen doch jeden Augenblick. Wenn sie kommen. Und ich bleibe hier so lange sitzen, bis ich mein Geld habe. Du fang doch nicht wieder damit an. Ich habe wirklich was anderes zu tun. Du hast doch. Gleich 12. Stehst du nur auf? Nee. Ist das ein Dickkopf, ist das? Aber den hat sie von unserer Mutter. Die war genauso.
hier. Wilhelm braucht noch mein letztes Geld. So, hier 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 850. So, nun komm hoch mit deinem Ackersafe. 1000 habe ich gesagt. Mehr habe ich nicht im Haus. Aber in der Postkasse. Da darf ich nichts rausnehmen. Gut. Halt du dich an die Vorschriften und ich bleib hier sitzen. So. Ich zieh mir nun ein anderes Hemd an. Und wenn ich zurückkomme und du sitzt immer noch da, dann du... Was dann? Och, das weiß ich auch nicht. Lancaster zum Grün gucken. Meier mit Y. Wie bitte? Wer spricht da überhaupt? Höflich? Ich bin höflich, mein Herr. Ach, Herr Hubert Höflich, der Mann von Frau Hertha. Ja, nein, Meier, Gott. Wie bitte? Nein, Herr Höflich, das ist im Moment völlig unmöglich. Aber ich bitte Sie, wir haben alle Hände voll zu tun, wir stecken müssen wir beide Ohren in Arbeit. Herr Höflich, ich werde es ausrichten. Ja? Nein, Sie können sich darauf verlassen. Selbstverständlich. Bitte. Danke. Wiederhören. Das sind die Decken. Sehr schön. Na, was ist, mein Kind? Entfalten Sie sich und die Decken. Decken Sie diese scheußlichen Möbel mal zu. Die Teller und Bestecke? In der Gaststube. Sehr schön. Und die Servietten? Auch noch? Na, Sie haben doch wohl Servietten. Ja, aber... Du, Tannelina, weißt du, wo die Servietten sind? Tweede Schuflot von Borben. Ach, übrigens, Ihr Mann hat angerufen. Was? Hubert? Ja, er war sehr in Eile. Ich soll ihm bestellen, dass er bis auf Weiteres unterwegs ist. Bis auf Weiteres? Bis auf Weiteres? Mensch, wie lange soll ich denn noch Mal warten? ganz ruhig, der kommt schon. Aber wann denn? Ich will nicht mehr warten. Ich kann nicht mehr. Ich habe es Ihnen doch schon gesagt. Ich habe jetzt keine Zeit. Es ist mir pottegal, ob Sie Zeit haben oder nicht. Ich sag nochmal, wenn Sie Suse nicht in Ruhe lassen, dann... Würden Sie so liebenswürdig sein und Fräulein Suse bestellen, dass sie die Schüsseln bitte heiß stellt? Geht nicht. Ich kann hier nur nicht weg. Wieso nicht? Weil ich mir in den Kopf gesetzt habe, hier sitzen zu bleiben, Herr Meier. Heiliger Paschalis. Wer ist das denn? Der Schutzheilige der Köche. Bleiben Sie hier! Ich sag ihr das! So. Schütt ihr da so liegen blieben? Nicht mien so, geht doch nix mehr. 1, 2, was hat die denn? Guck mal. Da kann sie doch nicht bis morgen mitwarten. Du sitzt ja immer noch da. Und noch länger, wenn es nötig ist. Lina, du hast doch nur dein Geld. Bis auf 150. Von wegen! Ich hab keine Rechte! Sie mit Ihrem Y haben mir keine Rechte! Dein Geld kriegst du später, das habe ich dir versprochen. Nee, nun gleich. 12, die Uhr ist 12. Und wo sind die Gäste? Lina, du sei doch vernünftig. Ich bin vernünftig. Wenn der Prüfer die Kasse kontrolliert. Was verbiete ich Ihnen? Sie haben mir überhaupt nichts zu verbieten. Du Stacksfrack! Du Fatzke, du! Da fehlen noch 3 Messer. Sie sind ein Lümmel, mein Herr. Wo sind die Messer? Lina, die Messer. Ach so, ja, in der Küche, dritte von oben. Weißt du, was ich mit dir mach? Halten Sie mal. Was soll ich damit? Bleib stehen! Feigling! Lina, wenn der Prüfer die Kasse kontrolliert. Nicht eine Quittung rein. Oh Herr im Himmel, womit habe ich das verdient? Und Vorrat mit Beiwagen. Hier hast du 150 Mark. Hier. Ach, stimmt. Diese Messer hier sind ja völlig blind. Die müssen geputzt werden. Aber nicht von Susan! Nun gib doch her. Suse, du putzt die Geh nicht! doch fix. Pass doch auf, Mann! Tut mir leid, das wollte ich nicht. Also dieser Mensch stört fortwährend einen ordnungsgemäßen Betriebsablauf. Laut Methode Schöps wäre es angebracht, ein sofortiges Hausverbot auszusprechen. Hausverbot?
Mit sofortiger rechtskräftiger Wirkung. Das ist gut. Ah, da sind Sie die Gäste. Na, wer hat recht gehabt? Herr Bast, Sie haben mit sofortiger Wirkung Hausverbot. Tag, Lina. Ach, Jochen. Ist Suse nicht hier? Nee. Kommt gleich wieder. Ich passe hier so lange auf den Laden auf. Na, wie geht's? Schlecht. Na nu. Also lange halte ich das nicht mehr aus, du. Was? Das Geld kriegen? Nicht das Kriegen, das Abschicken. 3 Wochen saus ich nur schon mit dem Rad durch die Gegend. 2 Büchsen habe ich mir schon durchgescheuert. Und das nicht alleine. Vorgestern bin ich über 40 Kilometer gestrampelt. Und morgen muss ich noch weiter. Wie viel hast du bislang gekriegt? 11.624 Mark und 32 Pfennig. Da kommt das von heute noch zu. Das sind nochmal 835 Mark und 8 Pfennig. Das langt nicht. Och, Lina. Erst müssen wir die 20.000 voll haben. Nee, Lina. Ich kann nicht mehr. Ich habe nebenbei auch noch meine Arbeit. Die Kartoffeln müssen aus der Erde. Denk an Suse. Tu ich doch. Tag und Nacht. Kick mal. Für Hertha. Wo ist denn Suse? Die ist wohl im Bierkeller. Muss Meier mithelfen. Was? Allein mit dem im Bierkeller? Der Bierwagen kommt doch gleich. Allein mit diesem Meier im Bierkeller? Nee, doch, ey! Du hör mal! Oh, Mann. Mannslüd. Hertha? Hertha! Telefon? Nee, Brief für dich. Oh, Hat dein Vater wohl vergessen, dir zu geben. von Hubert. Oh. Gottes Willen, Hertha. Was ist denn? Ist was mit Hubert? Der sitzt im Hotel fest. Was soll das heißen, er sitzt fest? Er kann die Rechnung nicht bezahlen. Ja, aber wieso denn? Der hat doch die Maschine. Ja, das ist ja gerade wegen der Maschine. Sie haben ihn übers Ohr gehauen. Das Patentamt sagt, die Maschine geht nicht, weil sie ist ein Perpetuum mobile. Ja, und? Sie läuft nicht. Hubert kann sie nicht verkaufen. Oh Mann, das ganze Geld ist futsch. Nun halt doch auf zu blären, das hilft doch nicht. Was sollen wir denn jetzt bloß machen? Wo sollen wir hin? Und nirgends, du bleibst hier. Und Hubert, der kommt auch her. Denn? Ja, du machst die Gastwirtschaft. Und Hubert, ja Mensch, der hat doch Kaufmann gelernt. Der kann den Laden übernehmen und wieder mal die Post. Du meinst, wir könnten hier... Genau das. Aber das geht doch nicht. Was sollen Suse und Herr Meier denn machen? Himmel nochmal, Suse, die heiratet und geht aus dem Haus. Und dieser Meier, der geht auch. Wie? Woher weißt du das? Frag nicht so viel. Gib mir mal den Brief. Ja. Nee, die Adresse. Oder soll Hubert in dem Hotel verschimmeln? Er braucht 300 Mark. Und die Fahrkarte. So viel habe ich nicht. Da kümmere ich mich um. So, nun wischt dir mal das Gesicht ab, damit niemand was merkt, ne? Ja, Tannelina. Ach jo,
ich weiß davon. So, dann gehen wir wieder an der Arbeit, ne? Ja, Tanneline. Montagen, du? Ja. Ja. Da. Sag mal, was macht ihr da eigentlich? Neugestaltung. Was denn für eine Neugestaltung? Wegen Verkürzung der Verweildauer. Sag mal, kannst du mir das mal auf Deutsch vorklugfiedeln? Nee, verstehe ich ja selber nicht. Frau Hertha! Frau Hertha, ja, wo stecken Sie denn? Ach, hier sind Sie. Ja, ich komm schon. Ist der Vorschütz schon zurück? Noch nicht. Ja, er muss mit anfassen. Für einen allein ist der Tresen zu schwer. Der Tresen. Wo wollen Sie denn damit hin? Der muss quergestellt werden. Und mein Bruder ist einverstanden? Für eine Neugestaltung ist das unabdingbar. Die Erhöhung des Umsatzes bei Verkürzung der Verweildauer steht in Relation zur Distanz, Farbe und Licht. Ganz klar, nicht? Methode Schöps. Mhm. Ich höre immer Schöpse. Was reden Sie denn für einen Schöpser her? Wie bitte? Nein, sagen Sie bitte nicht, Sie hätten noch nie von Waldemar Schöps gehört. Nee. Unfassbar. Aber der Name Kopernikus sagt Ihnen etwas? Ist das nicht der mit den Sternen? Sehr richtig. Und Waldemar Schöps ist der Kopernikus der Gastronomie. Ich hatte die große Ehre, 6 Monate unter ihm zu dienen. Denn ist er also doch noch nicht so lange tot wie Kopernikus? Keineswegs. Waldemar Schöps erfreut sich bester Gesundheit. Er ist gegenwärtig Generaldirektor im Grand Hotel Excelsior. Ach, jetzt müssen wir wieder auf einen Vorschütz warten. Wie soll ich das beschaffen? Man ist doch auch nur ein Mensch, wenn es auch nicht immer so aussieht. Schöps, Generaldirektor. Grand Hotel Excelsior. Da kann ich mir doch nichts mal eben aufschreiben. Grand Hotel Excelsior. Bei Kleinen gehst du mir auf den Wecker, weißt du das? Warum sagst du mir das denn nicht? Weil dich das nichts angeht. Nina, weißt du, wo Suse die Halskette her hat? Du sagst ihm das nicht, Tantelina. Dann weiß ich Bescheid. Nix weißt du, gar nichts weißt du, sonst hättest du schon längst gemerkt. Was hätte ich denn merken sollen? Dass du den Kerl schöne Augen machst. Das bildest du dir doch ein. Och, und warum schenkt er dir eine Kette? Weil er nicht so knickerig ist wie du. Was bin ich? In einem Wäsch kriegst du Geld und ständig bist du unterwegs. Geld, Geld, Geld. Was anderes hast du doch nicht mehr im Kopf, Mensch. Ist gar nicht wahr. Doch ist das wahr. Nö, andauernd bin ich hier. Ja, weil du Geld kassieren willst. Nee, Suse, deinetwegen. Glaub mir doch. Oder frag Lina. Die kann dir sagen, was es auf sich hat. Keine Zeit. Och, Suse! Suse! Ach, fassen Sie doch mal bitte den an. Also bitte sprechen Sie mich jetzt nicht an, Herr Meier, ich bin im Dienst, nicht? Das ist ja wunderbar. Ah, mein lieber Jochen, da bist du ja. Schönen guten Tag auch, Jochen. Tag. Ja, ich bin bei dir zu Hause gewesen. 2-mal sogar. Hab auch auf dich gewartet, aber du bist nicht gekommen. Ich war ja hier. Ach, macht überhaupt nichts, ne? Dafür gibt es ja die Mitteilung, nicht? Ja, die habe ich. Das ist Kundendienst. Da ist die Post groß drin. Für unsere Kunden tun wir alles. Was machst du hier eigentlich? Sicher, ich schreib. Naja, dann wollen wir mal. Musst du denn partout hier schreiben? Ja. Wie viel sind es denn diesmal? 835 Mark und 8 Pfennig. Ja, 830 muss nachzählen, nicht? Den Rest haben wir hier. Oh, das hat sich ja wieder verkrochen da drin. Da ist es ja. So. 35 und 8 Pfennige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Pfennige, stimmt's? Ja. Ja, und hier unterschreiben. Na. Ach, was ich dich schon lange mal fragen wollte. Geht dich ja eigentlich nichts an, aber wenn ich mal so überschlag, was ich die letzten 3 Wochen an dich ausbezahlt habe, dann sind es ja fast 10.000 Mark, nicht? 12. 12? Donnerschlag. Ja, man einfach so? Oh, von wegen einfach so. Ja, aber da muss doch was hinterstecken, nicht? Tu das ja auch. Ja, und wo das überall herkommt, nicht? Also wenn ich mir die Anweisung so angucke, ist ja Vorschrift, nicht? Muss ja alles seine Richtigkeit haben, nicht? Da muss man sich doch wundern, was du so für Geschäfte machst. Du als Bauer, oh, pardon, Landwirt wollte
soll ich sagen, Landwirt, nicht? Bei all der Arbeit, die du sonst noch machst, nicht? Ja, wenn einer Geld kriegt, dann muss er doch auch irgendwas verkaufen. Fragt man sich dann so. Und denkt man sich vor allen Dingen, nicht? Aber was? Um alles in der Welt. Was? Bist du von der Post auch fürs Denken bezahlt? Nee. Also von Denken steht nichts in unseren Vorschriften. Wir tun nur unsere Pflicht. Wir halten uns strikt an die Dienstanweisung. Ja. Ach Gott, jetzt. Aber wenn einer tüchtig ist, dann fällt es doch trotzdem auf, ne? Stimmt doch nicht, ne? Na, dass Jochen tüchtig ist, ne? Sag mal, auf was schreibst du denn da eigentlich? Auf Papier. Das ist ja eine Einzahlungsliste. Gib den Zettel wieder her. Jochen, du bleibst hier. Lina, das ist ein amtliches Papier. Das her. Lina, du vergreifst ja Posteigentum. Mann, du pump dich doch nicht so auf. Guck lieber nach, was Heiner Meier da anstellt. Der baut deinen Tresen um. Was baut der um? Zwecks Verkürzung der Verweildauer. Was soll das heißen? Was soll das heißen? Du fragst ihn am besten selbst. Herr Meier, bitte. Komm her. Hier, für dich. Wieso? Was ist das denn? Lies vor. Ach, so. Und Tag, hier ist das Grand Hotel Excelsior. Langsam, komm. Ein bisschen was vornehmer. Du bist doch nur Direktor. Wer bin ich? Richtig, du musst ja noch einen Namen haben. Du heißt... Bast. Als Direktor meine ich. Meier, Müller... Nee, das geht nicht. Mann. Zittergrün? Das geht, du. Sag mal, wie kommst du denn auf Zittergrün? Ja, ich muss mir doch immer Namen ausdenken. Für die Absender, wenn ich mir Geld geschickt habe. Ja, mit Abendrot bin ich angefangen. Und Zittergrün habe ich nur noch in Reserve. So, hier, los, nochmal. Guten Tag, hier ist das Grand Hotel Excelsior. Grand. Guten Tag, hier ist das Grand Hotel Excelsior. Direktor Zittergrün. Sind Sie Herr Meier? Gottlieb Meier? Ja? Herr Meier, ich rufe Sie an im Auftrag von Herrn Generaldirektor Schöps. Was soll das? Lies weiter. Herr Generaldirektor Schöps lässt fragen, ob Sie zu ihm kommen wollen. Als Assistent. Sie müssen aber sofort kommen. Es ist dringend. Können Sie das? Wir erwarten Sie, Herr Meier. Wiedersehen. Ja, so. Und nun rufst du hier an und sagst das, was da drauf steht. Ja. Und von wo soll ich telefonieren? Von Pastor. Du, der hört doch mit. Kann er nicht, der ist auf beiden Ohren taub. So, das hätten wir. Lina, Ja. ich hab hier noch deine 1000 Mark. Nee. Wir Komm, wollen ja Lina, noch. das war nur die letzte Geldsendung. Naja, vielleicht langt das schon. Ja. Du, aber einmal musst du noch was schicken. Och, Lina. Ja, nicht an dich. Pass auf, hier. Hier sind 500 Mark, die schickst du an Hubert. Hier ist die Adresse und als Absender Hertha Höflich. Ja, Aber erst telefonieren ist. Ja, ist gut. Mama, guck mal. Die anderen 500, die sind für Suse und für dich. Lina. Schnack nicht. Brauchen wir um euer Hochzeitsgeschenk keine Gedanken mehr zu machen. Mensch, Lina, das geht doch nicht. Ich brauch das Geld nicht. Ich hab da alles. Frag Heinrich. Oh, Lina, du bist doch die Beste. Jetzt muss ich aber erst mal mit Suse schnacken und ihr alles erklären. Nee. Saust du mal erst mal ab. Du, und wenn du telefoniert hast, kommst gleich wieder, ne? Ja, ist gut. Du musst mit Vater sprechen, Tante Lina. Warum? Die sind dabei und stellen die ganze Gaststube auf den Kopf. Nun soll der Tresen auf den Sockel. Ja,
Herr Meier, der will da so hohe Hocker vor aufstellen. Was denn für Hocker? Die muss Vater kaufen. Und die Stühle? Komm alle raus. Auch die Tische. Bis auf einen. Hat man sowas schon mal gehört? Ein Restaurant ohne Stühle und Tische. Tu was, Tante Lina, ehe das zu spät ist. Hol wenigstens Vater da raus. Allein schafft Herr Meier das nicht. Rausholen? Das sagst du so einfach. Wie soll ich ihn da denn rausholen? Mit Gewalt? Aber warte mal, der Prüfer. Sag ihm, der Prüfer hätte sich angemeldet. Oh ja, das ist gut. Aber ich bin da nicht bei. Ja, Herr Vorsitzender. Das geht doch nicht, das bleibt doch! Natürlich geht das. Dann versuchen wir es mal andersrum. Andersrum, wenn Sie meinen. Wir müssen es ja wegschieben. Ja, das tue ich doch nicht. Heinrich, kommst du hin? Heinrich, kommst du hin? Ich kann hier nicht weg! Ja, du, das ist aber wichtig. Das ist was mit der Post. Herr Vorschütz hat zu tun. Ja, sehen Sie das denn nicht? Mir ist das egal, nicht? Ich soll ja nicht geprüft werden. Prüfen! Hast du was vom Prüfen gesagt? Ja, da hat ihm einer angerufen. Ja, Namen habe ich nicht verstanden. Nö, Ja, aber so irgendwas, als wenn der Prüfer schon nach hier unterwegs ist. Nochmal, damit nochmal. Und ich habe den Monatsabschluss noch nicht fertig. Ja, ich warte, Herr Vorschütz. Kommen Sie nun. Nee, nun lassen Sie mich doch in Frieden. Ist ja nicht zu fassen. Wo ist Frau Hertha? Die kann ich. Und mich wollen Sie ja wohl nicht fragen, ne? Dann muss Fräulein Suse mir helfen. Suse! Susenkind! Was soll das denn? Dein Gottlieb möchte, dass du ihm ein kleines bisschen hilfst. Wobei? Hier. Das ist Herthas Sache. Nur ein Augenblickchen, ein kleines Momentchen, mein Hasenkind. Nein. Und wenn dein Gottlieb dich ganz lieb darum bittet, mein Augenstern. Ja, schon gut. Hier, nee. Jo, Sag mal, was sagt der zu dir? musst du nichts bei denken, er spinnt. Wie kommt er denn dazu, sowas zu dir zu sagen? Er meint, dass dir ihm zu, seitdem er mir die blöde Kette geschenkt hat. Was machst du hier nur noch um? Wegen Jochen. Du sollst dich grün und blau ärgern. Lina, Ja? hast du das Geld noch? Das Geld, was ich aus der Postkasse genommen habe. Nee. Ram, anbezahlt. Was mache ich denn bloß? Die Postkasse prüft er doch zuerst. Ja, und wenn der Bierwagen kommt, ich habe die Rechnung vom letzten Mal noch nicht bezahlt. Wenn ich heute nicht bezahle, dann kriege ich nicht. Kannst dir ja was leihen. Leihen? Wer soll mir denn was leihen? Jochen Bast. Der hat genug bei sich. Suse! Ja? Kommst mal eben. Was ist denn nun schon wieder los, Vater? Weißt du zufällig, wo dein Jochen ist? Zufällig nicht. Was habe ich mit ihm zu tun? Ja, ich meine ja mal bloß, ich dachte... Ach, lass mich zufrieden. Du verstehst überhaupt nichts mehr. Na, seid ihr nun verlobt oder nicht? Beinahe. Du brauchst keine Bange zu haben, Vater. Mehr wird das auch nicht. Was soll denn das heißen? Auf was willst du denn noch warten, hä? Na, Jochen ist doch ein Blitschen Jung, ne? Ist was, hat was, kann was. Was? Tante Lina? Ja. Und er hat dich so lieb. Ja. Und alles tut ihm weh. Ja, und wenn du nicht bald zumachst, dann sitzt du ja eines Tages allein in der Ecke. Nee. Ach, komm, mein Junge. Ja, ich freue mich. Ach, danke, Lina. Lina, ich danke dir. Ach, das ist auch ein Söldner, nicht? So. Noch so ein paar Schmatzer und ich ziehe euch Bearbeitungsgebühren ab. Nun kommt doch wieder alles in die Reihe, ne? Oh, der Monatsabschluss. So. Kundschaft, Heinrich. Du, ich kann hier nun nicht weg. Bist mal so nett. Ja? Ja. Was ist? Wenn du das so sagst, nicht? Ja, du, ich mach hier auch Platz. Ja, nee, danke, du, das Du, geht. lass mal, ich hole mal das schon rüber. So. Oh. Oh. Und was ist denn nun schon wieder? Heinrich Vorschütz, ja, was gibt's? Was? Herr Meier? Gottlieb Meier, ja, den haben wir hier, ja. Ja, der ist da. Moment, ich hole ihn, Augenblick. Herr Meier? Ja? Telefon für Sie. Für mich? Ja. Hallo? Wie bitte? Wer spricht da überhaupt?
Herr Direktor Zittergrün vom Grand Hotel Excelsior. Was ist das schon? Mit Y. Gottlieb. Assistent bei Herrn Sofort. Nein, macht überhaupt keine Umstände. Selbstverständlich. Nein, ich mache mich sofort auf den Weg. Selbstverständlich. Besten Dank. Empfehlung an die Frau Gemahlin. Dankeschön, der Direktor zittert nicht. Er zittert doch. Er zittert grün. Assistent bei Herrn Generaldirektor Waldemar Schöps. Das ist ja wunderbar. Wann geht der nächste Bierwagen? Ich meine, wann kommt der nächste Bierwagen? Aber der müsste eigentlich schon hier sein. Wunderbar. Wie lange braucht er bis in die Stadt? Halbe Stunde. Wunderbar. Wo ist Herr Meier denn abgeblieben? Wer? Herr Meier. Ja, eben war er noch hier. Ist das nicht seine Schürze? Ja, und? Warum hat er die denn hier hingeschmissen? Weiß ich nicht. Lass mich doch in Ruhe. Wo ist er denn nun? Wo Herr Meier ist. Guck doch mal nach auf Tante Meier. Sieht aus, als wenn das geklappt hätte. Oh. Vater. Wenn du mich fragen willst, wo Herr Meier ist, ich weiß es nicht. Aber ich? Na, dann ist ja gut. Der ist dabei und packt seine Koffer. 16 und 9 sind 25. Du, Vater, was ich dir noch sagen wollte, das geht um Hubert. Wollt ihr mich in die Klapsmühle bringen? Wie soll ich bei dem ewigen Gedipper meinen Monatsabschluss zurechtkriegen? Kannst du mir das mal sagen? Hertha, was ist denn? Ach, lass mich. Hier, das schicke ich gleich an Hubert ab. An Hubert was? 500 Mark. Ist das wahr? Ja, Aber wieso du? von Tante Lina. Ach, mein lieber Jochen, ein bisschen. Komm, setz dich, mein Junge. Ja, ich hab was mit dir zu besprechen. Das heißt, eigentlich wollte ich dich um was bitten. Na, dann schieß mal los. Ja, du, ich sitze da so ein bisschen an der Klemme, nicht? Ja, der Bierwagen kommt gleich und da sind noch so ein paar Rechnungen zu bezahlen. Ja, und dann habe ich Lina Geld geliehen und gegeben. Brauchst und nicht weiter zu erzählen. Klar helfe ich dir aus. Ja, klar. 500 Mark. Langt das? Klar, langt das, Jochen. Ich danke dir, du. Also, nächste Woche fahre ich in die Stadt und dann kriegst du dein Geld sofort von der Sparkasse zurück, nicht wahr? So, jetzt muss ich aber den Monatsabschluss fertig machen. Ah. Schiedarbeit ist das. Schiedarbeit, sag ich euch. Manchmal denke ich mir, wenn mir doch bloß einer diesen Postkram abnehmen könnte. Hubert, Vater, der versteht da was von. Ach wohl, aber was nützt es, wenn er nicht hier ist? Ja, du, das wollte ich dir ja schon die ganze Zeit sagen, Vater. Das dauert nicht mehr lange und dann ist er hier. So. Und wie das aussieht, bleiben wir dann auch hier. Und Hubert kann dir helfen, Vater. Doch, ich hab ihn. Ja. Ja, du, ich hab nur keine Zeit, das macht alles Gottlieb Meier. Der Bierwagen. Ja, eben gekommen, 8 Fass. Und hier ist das Geld. Was ist nun? Ja, ich reise ab. Ach, nee. Ja, ich übernehme eine meinen Fähigkeiten angemessene Tätigkeit. Glückwunsch, Herr Meier. Wie bitte? Freut mich für Sie. Was meinst du, war ich nie frei, du? Ja, also, Fräulein Suse, ich bedauere außerordentlich, dass die Umstände mich zwingen. Ich nicht, Herr Meier. Ja. Wie bitte sehr darf ich das verstehen? Methode Schöps, Herr Meier. Wie bitte? Verkürzung der Verweildauer.